Habe Dere und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft One Block mit Mur. Letzte Folge haben wir leider das 6. Mal gestorben. Das tut mir echt einerseits echt leid, weil ja, ist nicht gut, wenn man stirbt, ja. Wir haben jetzt im 4. Level Deep Slate Caves und ich hoffe, dass, also mein heutiges Ziel ist auch wieder, dass wir das nächste Level freischalten. Wir haben da letztes Mal so Pflanzen abpflanzt. Ich weiß echt nicht, was das ist. Was kann das? Pitcher Pot. Jetzt habe ich wieder das gekriegt. Aber dann hat das hat also gar nichts Brot. Das ist natürlich toll. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch ein Wasser für unser Wobfarm. Die möchte ich wirklich die Tag dann nochmal angehen. Aber hilft leider nichts, wenn wir kein Wasser haben. Wir hätten ja schon mal Wasser gehabt, aber dann bin ich eingefallen. Das ist kacke. Ja. Also hilft eigentlich alles nichts, wir müssen eigentlich immer nur den Block abbauen. Deswegen, da ich sagen, baue jetzt den Block ein wenig ab und habt da die Timelapse. Leid, wir haben ein Upgrade und so ein Heim. Ebenfalls habe ich gerade so ein benevolent Gift gekriegt und da waren sogar noch Dias drin und so goldene Äpfel, so ein goldener Apfel und so. Finde ich cool. Und in ein paar Sekunden gradet es auch gleich. Dann können wir schauen, was als nächstes kommt. Da haben wir da die Dias noch eine. Und den Gap, den brauche ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ich möchte jetzt noch nicht so passen. 22 Sekunden noch, dabei können wir das Viertel noch abernten. Das ist natürlich cool, dass das da upgradet, gefällt mir. Bitte nicht irgendwie so wie Nether oder sowas, weil Nether, da kann man dann irgendwie so, ja, weil auch nicht so schlimm, wenn man mit drüber nachdenkt, können Blazes, aber die warten da drin, da muss ich rumzubauen. Was ist das? Lush Drip Caves, also Lush Caves oder Dripstone Caves. Dripstones, beziehungsweise Moos, oder was ist das? Rooted Dirt, also durchwachsene Erde, so gesagt. Dripstones kann man hernehmen zum Wasser vermehren. Wenn man jetzt einen Kessel macht und so Dripstones, dann kann man so eine unendliche Wasserquelle mit nur einem Wassereimer machen. Das heißt, da braucht man nicht einmal 2 Wassereimer, sondern nur einen. Wenn das jetzt hier hat mit dem, wenn wir irgendwie Dripstones kriegen. Aber da kann jetzt als Serie, was kann da kommen? Axolotl, Zombies wahrscheinlich, Creeper, Skelette. Ja, Dias gibt's da, gut. Meine Dias kann man eh nicht nur haben. Dias passt. 3 Dias sind auch wieder super. Aber sonst, was kann da sonst noch spawnen? Das ist. Oh, Tropenfische. Die bringen wir jetzt echt wenig. Und kann damit irgendeinen Axolotl futtern, aber bringt's das wirklich? Bringt's das, dass ein Axolotl futtert? Weiß jetzt nicht. Finde jetzt eher. Weiß nicht, was soll ich mit dem Axolotl tun? Der fällt mir sonst noch irgendwie mit ein und dann muss ich so Trauerfeier machen, denn das ist auch nicht gut. So. Aber unsere Insel, ich finde, die schaut schon gut aus. Sicher, das schaut jetzt alles so zusammengewürfelt aus. Aber es erfüllt seinen Zweck. Da ein bisschen so kabelt. Dripstone nehmen. Ein bisschen da so hinter war. Kann ich den Raum noch ein bisschen vergrößern. Das Raum da so. Das passt. Gut, dann bauen wir mal weiter den Block ab.
Und schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Ich weiß nicht, Moos. Ist das so wichtig? Ja, schauen wir mal. Ich habe euch noch mehr Timelapse rein. Leute, was war denn das? Ein Hühnerreiter! Ich habe einen Geistesblitz gehabt. Es ringt. Und ich kann einen Cauldron machen. Und in den Cauldron kann ich Wasser rein dort. So. Cauldron. Egal. Und wenn ich den Cauldron jetzt da irgendwo herstelle, wo sie die ringt, dann müsste doch da theoretisch Wasser reinkommen, oder? Jetzt machen wir gleich mit einem Eimer. So. Haben wir das so sein? So. Und jetzt wenn theoretisch den Eimer, den nehmen wir jetzt wieder her, den Bau her. Wenn es theoretisch lang nur ringt, dann müsste der mit Wasser voll werden. Verstehst du, wie man so? Er konnte durch die Wand durchglitschen und er hat ein Goldschwert. Das sagt der Blöde. Schleicht die. Wer ist er? Lass mich gehen. Natürlich kann sie eher durch die Wand durchglitschen. Was ist er? Oh Mann. Oh Mann. Danke, Bibi Zombie, du hast mir jetzt zwei Deaths gegeben. Mann, hey, echt. Das wird von Folge zu Folge dreister. Die Zombies. Und natürlich hat der kleine Scheißer da noch so ein Goldschwert dabei, weil man darf ja Kinder mit Messer aus dem Haus schicken. Ja, Leute, Pointed Dripstone. Das ist so wichtig, weil, summa summarum, zeige ich euch, baue jetzt mit einer Konstruktion. Bin einfach zu voll, dass ich so gescheite Blöcke habe. So. Wir bauen jetzt die Konstruktion. So. Man baut da einen Block her. Es muss einfach nur so in der Höhe sein. Es ist jetzt halt eigentlich komplett wurscht, wie das ausschaut. Ich muss so den Insel noch ein bisschen erweitern. Also wenn jetzt die beiden Strategien da aufgehen, dann haben wir mit bald das Zeug und wir können in der nächsten Folge, wenn wir genug Blöcke haben, die Monsterfarm gehen. Das ist super. Gut. Diese Ecken. Gut. So. Nein, was baue ich da? Genau, und dann muss man da Wasser rein da. Zack. Wenn man da Wasser rein tut und dann dazu baut und dann der unten an den Dripstone. Da kommt ja dann was dran, dann kommt das, wird das in den Cauldron. Den nehmen wir jetzt nur her, dass wir kurz Wasser kriegen. Dann drippt das da oben, da ist der Cauldron dann. Und da kommt dann das Wasser rein. Da ist das Wasser rein und dann so zumachen. Und es ringt, das ist gar nicht gut. Aber, also ich meine, es ist da nicht. Aber normal, nach physikalischen Regeln und so, müsste das alles gehen, dass das da voll wird. Wenn nicht, war das echt kacke, weil dann habe ich alles nur kein Wasser. Und dann kann man unendliche Wasserquelle machen und wieder Spinnenreiter.
Schneebälle, wow. Und ein Birkensäppling. Ja, ich weiß nicht, soll ich selbst wieder Holzfarm ein bisschen bauen? Kann ich da herumaffen da? Also zack. Da herum kann man so unser Haus ja placen dann. Also so ein richtiges Haus, das ist ja, mei. Kann man das Gebäude nennen? Ich weiß nicht. Ich möchte aber jetzt doch einmal alles mit so dunkle Blöcke bauen. Also den Untergrund mit dunkle Blöcke. Da, Deep Slate. Deep Slate. Deep Slate. Ich möchte dann eher selbst über Cobblestone oder sowas. Wir kümmern uns ja dann, wenn wir Lava noch kriegen, können wir uns ja sogar ein Ding machen. Unendliche Cobblestone Form. Also ein Cobble Generator. Und das war dann auch, das war da richtig cool dann. So. Jetzt sind wir, gut, wenn man da mehr geht. So. Ich baue jetzt einmal so eine Plattform her. Ich hoffe, das mit dem Wasser haut hin. Bitte. Bitte Wasser. Enttäusch mich nicht. Jetzt haben wir da so hergebaut. So, zack. Kommt da dann so ein kleines Haus auf, so im Stil, wisst ihr schon, die Villager-Häuser beispielsweise, in so einem Village. So möchte ich das ungefähr ausschauen lassen. Dann brauche ich noch eine Fackel, da ist noch ein Schwert und ein Pick extra. Und dann wüsste ich auch noch nicht. Man kann man sogar, weil ich gerade sehe, die Glow Leashes. Also da, dann wuchsen die so ein wenig oben. Gut. Jetzt tun wir dann auch wieder da rein. Da noch Torches. Gut. Dann wenn man da verlatscht. Dann baut man da ein bisschen so her. Zack. Zack. Dann leicht ich das noch aus da. Vielleicht dann noch da so. Und wir können uns aber gleich noch eine Steinsäge machen. Wie macht man sie die? Man braucht Eisen. Ups. Man braucht Eisen, dann muss ich dahinter gehen schnell. Man braucht Eisen und irgendwie so was nicht, Cleanstone oder so? Muss ich mal schauen. So, oder? Ich kenne mich da so, wo macht man das? Ja, ich glaube, das ist so, zack, dann so Holz, dann da so. Oder ist das mit Cleanstone? Das kann auch gut sein, dass das mit Cleanstone funktioniert. Aber ich kenne mich echt, ich weiß gar wirklich nicht. Aber ich hau jetzt mal da 3 Stone rein. Und da ein bisschen Kohle dazu. Vielleicht hat das dann... Mann, bitte! Ich brauche nur Wasser, Leid. Ich brauche nur Wasser. Das ist noch nicht ausgewachsen. Das ist, da kann man das so pflücken. Wenn ich das da oben jetzt abbaue. Dann habe ich es. Ein Pitcher Plant. Weil das essen? Achso, ist dann einfach nur so ein Bläm mehr. Da sagen die Pflanzen uns da. Pflegt da hier. So. Das ist einfach nur so eine Blume. Und was ich auch gleich noch machen kann, dass wir ein bisschen groß in unserer Wohnung haben. Dirt. Das ist ja nicht unsere Wohnung, das ist jetzt nur unser vorübergehendes Haus. Und falls ihr euch fragt, warum ich nicht schlafe, es regnet.
Und wenn sonst jetzt das Ringen auf und das ist dumm. Weil dann hilft es mir wieder nichts. Mit dem Cauldron da. Ich hoffe, dass das aufgeht. Weil es ist ja beispielsweise in einem Snowy-Biom so, wenn es schneit, beziehungsweise wenn es in einem Snowy-Biom regnet, dann schneit ja. Wenn es schneit und du tust einen Cauldron hier und das schneit da rein, dann kriegst du. Oh! Ah, was habe ich gesagt? Ich hab's gesagt. Ich hoffe, dass ich das mit dem Eimer außer da kann. Wo habe ich trotzdem jetzt den Eimer hier da? Da ist beispielsweise Powder Snow, genau. Dann kriegt man so ein Bucket of Powder Snow. Da haben wir noch Eisen her, denn ich habe überall Eisen. Ich muss das unbedingt noch was weg da. In meine wichtige Eisenchest. So. Ich brauche ehrlich gesagt kein Powder Snow, weil. Ja, gehen wir kurz auf Zeiten. Dann kann ich da. Ah, muss voll sein. Okay. Wo ist denn ein Bucket hier da? Da ist noch ein Bucket of Powder Snow. Ah, da ist ein Bucket. Wenn der dann voll ist, kann man das so entnehmen und dann bauen wir es in unser anderen Cauldron-Ding ein und dann haben wir unendlich viel Wasser. Das haut hin. Das haut hin. Wie gesagt, in einem Snowy-Biom ist es so, dass wenn es schneit und du baust einen Cauldron hin, dass das dann Powder Snow wird. Also du kannst dann da so ein Bucket of Powder Snow entnehmen, falls du, warum auch immer, Powder Snow haben möchtest. Ich habe es mal in einer anderen Überleben, wo ich das gemacht, die haben mir dann so ein Bucket of Powder Snow geholt. Oh, hi Axolotl. Haben so ein Bucket of Powder Snow genommen und haben dann im Nether ein MLG gemacht in einer so Netherite Farm. Also in dem Sinne habe ich da so Kies so eingeworfen, stellt euch vor, da unten ist Lava. Haben so Kies eingeworfen, da und in der Mitte, und dann habe ich mich in der Mitte eingegraben. Ja, und dass ich halt dann Leiter, ich habe dann keine Leiter, oder nein, wie habe ich das gemacht? Scheiße, ich weiß. Ich habe auf jeden Fall da rein müssen, weil ich glaube, ich weiß nicht mehr warum. Ist wurscht. Jedenfalls kann man mit dem Nether MLG machen, auf das wollte ich hinaus. Es war natürlich cool, wenn der schnell aufgefüllt wird, weil wenn der aufgefüllt ist, dann können wir da unsere Farm angehen. Und dann in den nächsten Folgen dann die Saugung wo eine Monsterfarm. Was ist das wieder? Ah nein, nicht der schon wieder. Spezi? Spezi, du weißt, ich mag die nicht, gell? Und dass du da nirgendwo durchglitschst. Baue das da Premium Hotel. Oh, und auf der anderen Seite auch noch, gell? Sonst glitscht man da durch hier. Und du weißt, die mag die nicht so, warte. Oh, steckt da fest. Mei, du Armer. Echt. Blöde Kinder da. Oh nein. Er kriegt Damage. Ja, so die Bro. Kann auch nichts machen, ich habe auch kein Wasser immer. Aber bitte ringst den halt noch voll. Ich weiß nicht, wie viele Stages selbst haben kann. Aber war cool, wenn es noch eine Zeit ringen hat. Aber es sind jetzt schon 2 Tage durch, also 2 Minecraft-Tage. Das ist natürlich kacke. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich noch hier hat. Weil Wasser ist halt wirklich wichtig. Dias sind auch wichtig. Wobei die Fisch. Ich kann euch ja auch nicht helfen. Wieder so Pointed Dripstone. Was ist, ich müll das einfach da alles rein, das ist mir jetzt gerade wurscht. Ja, was heißt? Wurscht ist mir nicht, aber ich habe gerade Progress.
Lapis. Lapis kommt noch da einer. Oh, zack. Da kommt Eisen dazu und dann noch hier. Und dann. Immer noch nicht. Ich sage eigentlich mal aufgehen, dass wenn man Kupfer abbaut, dass man kein XP kriegt. Oder? Habe ich gerade XP gekriegt von dem Kupfer? Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Habe ich kein XP gekriegt oder droppt das nicht over XP? Komisch. Ich weiß nicht, wie viel Level das noch hat und es ist noch. Ich hoffe aber, dass keine Monster Party kommt. Weil normal kommt die aber so Mitte vom Biom, sag ich mal. Ah, der kleine Scheiße schon wieder. Was war denn jetzt? Ah ja, er packt in der Wand. Er packt in der Wand drin. Hallo, ciao. Ha. Dias. Gut. Da ich glaube, dass das nichts mehr wird. Und ich glaube, dass es mit dem Biom halt nichts mehr wird und dass ich mir halt als Ziel, wie zu vergessen halt, da die sagen, beende die Folge Minecraft One-Block mit Mur. Gleich wieder. Falls es mit dem Wasser jetzt noch hier haut, dann war das natürlich cool. Und dann können wir nämlich nächste Folge schon die Mob-Farm angehen. Aber ich glaube, ich muss vorher noch mal eine Farming-Session machen. Oder vielleicht erst einen Kabel-Generator und dann die Mob-Farm angehen. Aber wir haben auf jeden Fall dann ab nächster Folge so viel Wasser, wie wir brauchen. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Einfach wichtig für die ganzen Sachen, was man halt braucht. Man braucht Wasser zum Feld, gescheit aufpflanzen. Man braucht Wasser zum Mobfarm bauen. Sonst da insgesamt finde ich Wasser echt wichtig. Gut, jetzt ist ja leider die Pickaxe schon gleich kaputt. Aber ja, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, ja. Dann darf ich wirklich wahnsinnig freuen. Ich hab schaut aus wie so ein Turtle Shell gehabt. Das mir natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt auf der Folge ein Like und ein Abo da lassen dat. Haut's gern, schreibt gerne einen Kommentar rein, haut's ein Like rein, ja. Ihr wisst das Prozedere. Ich sag ciao und habe Dere.